Es ist Zeit für ein Duell! Ganz im Yu-Gi-Oh! Style begrüße ich euch zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation 2. Wir werden ihn zuerst einmal testen, ob der Wachzustand von Naruto wirklich der 29er Modus ist. Das nimmt mich jetzt echt Wunder. Und deshalb zuerst ein kleines Duell, bevor es dann mit dem Kampf, beziehungsweise mit dem Story-Modus von Sasuke weitergeht. Wo kämpfen wir jetzt am besten? Mal daraus Versteck. Nö. Ja, wo nehmen wir es am besten? Ja. Nee. Auch nicht. Shit. Nö. Ach komm, da muss ein bisschen schneller gehen, ey. Was? Also regnerisch. Haben wir vielleicht irgendwas aus dem. Was? 50. Also, das war das. Aus dem Mausversteck gibt es auch irgendwie einen Ort. Ja gut, das war das mit dem 5K-Gipfel. Gibt es nichts irgendwo. Sturmwolkenschlucht. Also, doch, das wäre eigentlich ein Kumogakure. Ja, kämpfen wir jetzt erstmal hier. Okay, der Kampf zwischen Naruto und Sasuke, um herauszufinden, wie jetzt wirklich. Zum einen das ultimative Jutsu von Naruto und zum anderen der 29er Modus von ihm aussehen. Das war gerade ein Fail. Riesenrasengan! Das war das normale und jetzt noch das Ultimate, bitteschön. Alles abgeblockt. Hier bin ich schon wieder. Und jetzt werfe ich dich erstmal eine Runde. Gucke mal, Rasengan-Wurf. Hä? Das ist ein Ultimate Jutsu? Wieso zum Henker konnte ich das vorhin nicht einsetzen? Hier bin ich, Sasuke. Ich will es wissen, Mann! Er blockt alles ab. Du Assi. Lass mich doch, wenn ich will. Hä? Naruto, dein Pfand steht ein bisschen weiter weg. Tatsächlich, Naruto im Zenin-Modus. Ja gut, also dieses Jutsu wird eigentlich gegen den Kyuubi eingesetzt. Also darum ging, ihn zu kontrollieren. So, jetzt müssen wir dafür schauen, dass ich möglichst schnell im orangen Bereich lande. Was dank Sasuke nicht so schwierig sein dürfte. Na, Sasuke, tust mir den Gefallen, hä? Verprügelst mich ein wenig? Na. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht verprügel. Gut, ich hab voll Chakra. Komm schon, Alter. Mach mich mürbe. Den Spruch hörst du sich auch nie mehr. Mach mich mürbe. Ja, du hast einen Freischein. Mann. Ich wollte jetzt echt sagen, einen Fahrschein. Nein, den hat er nicht, aber er hat einen Freischein, um mich zu vermöbeln. Na? Wachmodus noch nicht. Komm schon, ich will erwachen. Muss ich weniger als in einer. Ja, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Wenn ich ein bisschen zu viel einstecke, dann gute Nacht. Komm schon, wirf noch etwas. Alter, soll's werfen! Wirf mal! Wow. Breakdance kann er auch noch. Breakdance. Er kann Breakdancen. Scheiße, Idee. Wow, Hilfe! Hä? Ups, ich habe den falschen Sasuke ausgewählt. Sorry, Alter. Du hast ja gar keine Chance gegen mich. Wieso haust du jetzt ab? Komm mal her, Mensch! Der haut ab, ich glaub's nicht. Na, nochmal ein, komm schon. Tatsächlich. Das war zu viel. So, jetzt noch schnell testen. Tatsächlich. Hä? Such da unten irgendeinen Jutsu einzusetzen von ihm. Der 29er Modus von Naruto. Okay, jetzt kapiere ich auch, wieso wir ihn vorhin nicht einsetzen durften. Natürlich, er hat diese Moves doch gar nicht drauf. Aber wer jetzt das gelernt hat, wurde auch übersprungen. Naja. Ja, Rang C wissen wir doch. Okay, Freunde, so viel dazu. Es gibt ihn also doch. Den Super Saiyajin Naruto. Nein, nicht wiederholen. Ja, verdammt.
Das kam davon, wenn man einfach nur Blödsinn schwafelt. Spielmodus-Auswahl zurück. Und weiter geht's mit der Story. Ja, Blocken schon klar. Und Story-Modus. Was habe ich gesagt, kommt jetzt? Ah ja, genau, das von Sasuke. Die Geschichte von Sasuke Uchiha. Als ob die mich wirklich interessieren würde, aber naja. Och nö, ey, wir beginnen ganz von vorne. Wieder mal mit seinen Erinnerungen. Und seinen neuen Teamkameraden. Oh. Aber die Kämpfe gegen die Kage dürften recht interessant werden. Ja, vor allem recht grausam. Boah. Vor allem der gegen den Sushi-Kage, der mit seinem Shinto-Element, sprich mit dem Staubelement, der wird uns regelrecht zerstauben. Aber scheint auch ein ziemlich alternativer Story-Modus zu sein, weil den Kampf, da gibt's gar nicht. Das zweite Mal im Tal des Endes! Alles klar, Freunde. Eine neue Geschichte beginnt, die von Sasuke Uchiha. Mit einem, wie es scheint, alternativen Ende. Und ich hatte schon die Klappe. されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ闇が残った。果たして絆は幻だったか。果たして友は霞だったか。瞳は閉じた。決別の少年憎しみを追い、兄の影をつかむため、幾月幾年を超え成長を歩む。巣穴に潜みし僧帽は深淵の怒りが見えた。憎しみは復讐へ、怒りは新たな絶望へ。内葉サスケの物語がここに始まる。Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Das war ja so ähnlich wie die Geschichte von Naruto. 終末の谷の戦う友と決別した内葉サスケは、一族の敵である内葉イタチを討つべく、闇に救う者オロチマルのもとで3年の月日を過ごした。兄への憎しみを糧として強く、ただ強く成長したサスケ。巣穴より飛び立つ頃合いを見定めつつも、今はまだ。しかし彼との再会の時は、かつての仲間である渦巻ナルトがサスケを求め巣穴へと侵入してきたのである。つながりを断ち切るまいとナルトは叫ぶも、もはやサスケの心は微動もなく。 Also das halte ich glatt für gelogen, hey. Wankt Sasuke's Herz. Hat er überhaupt ein Herz? ただ目の前の敵を撃つために、その手は静かに
刀へと伸びるのだった。 Tja, mein Reden. Zählt für ihn nur die Niederlage seines Feindes. Ja, Naruto, sein einst bester Freund, ein Feind jetzt, na? Soviel zu wankt sein Herz. Ja, ich fürchte, Sasuke sieht das ein bisschen anders. ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。お前たちに興味はない。さっさと消えろ。 Die Freundlichkeit in Person. Und schon geht es los. Natürlich, einfach das Ganze umgekehrt. Wie könnte es auch anders sein? Wieso allerdings Yamato nicht dabei ist, kapiere ich auch nicht ganz. Weil gegen den hat Sasuke wirklich gekämpft. Er war nicht mehr. Ja, hat überhaupt einen Erwachenmodus? Stimmt ja. Aber ist das Ninjutsu nicht einsetzbar? Ja, der Erwachenmodus, den er hier hat, ist das mit dem Yuin-Siegel. Das mit dem verfluchten Siegel. Mal kurz schauen, was hat Naruto so drauf? Nicht viel, wie es scheint. Da wenden wir das mal auf die Schnelle. Wow, voll durch die Hoden. Alter, bist du brutal. Das tut man doch nicht mal mit seinem besten Freund. Kann ich ein ultimatives Jutsu starten? Tatsächlich. Chidori stirbt. Der wird eine Weile Bauchschmerzen haben. Ja, ist gut. Abgeblockt, abgeblockt. Und vernichtet. Noch nicht ganz, aber es fehlt nicht mehr viel. Voll in den Rücken und er lebt immer noch. Wow, Naruto, du bist ein richtiger Freund. Er will Sasuke retten. Was macht er? Er macht den Kyuubi-Modus. Oh, Trottel. Voll aufgeschlitzt. So viel dazu. Man, Sasuke knöpft dein Hemd zu, ey. Uah. Ja, die Frauen unter euch mögen es vielleicht amüsant finden und die Schwulen zwar auch, aber ich mag Sasuke sowieso nicht, weil er eben so ein Emo-Prinz ist, aber das verschlägt mir glatt die Sprache. Jirobo ist ein... wer war denn jetzt Jirobo? Hä? Jirobo? Jirobo, ich überlege gerade. Ja, da schauen wir uns die nächsten Part an. Ich möchte gerne noch kurz schauen, wer jetzt schon wieder Jirobo war. Ja, und ich bezeichne mich als Naruto-Profi, beziehungsweise als Naruto-Kenner. Oh Mann. Wer war denn Jirobo? Da habe ich irgendwie einen falschen Namen gerade im Hinterkopf. Das wäre die andere Alternative. Jirobo? Ich sehe gerade so wenig. Die sind alle klar, die sind klar. Hey, da stand doch gerade, Jirobo ist einsetzbar. What the hell? Sai ist jetzt drin. Yamato auch, ja, aber sonst... Hier gibt's keinen mit Jirobo, verarsch mich doch nicht! Die wollen mich echt verarschen. Seht ihr hier irgendwo ein Jirobo? Nö, beim besten Willen nicht. Okay, das bleibt wohl noch ein Rätsel. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe gerade keine Ahnung, wer soll dieser Jirobo sein? Oder ist es eigentlich nur ein anderer Ausdruck für einen der Charaktere, die wir hier haben, weil Sai sehe ich... Nee, Moment mal. Sai hatten wir doch beim letzten oder vorletzten Mal freigeschaltet. Jirobo. Irgendwo kenne ich den Namen, aber fällt mir gerade nicht mehr ein. Oder ist es vielleicht ein Hilfscharakter? Das würde auch einiges erklären. Mal kurz schauen. Moment mal, war Jirobo nicht der eine Bodyguard vom 4. Mitsukage? Was ist der da unten? Toll, man sieht den Namen nicht. Oh, ist ja ganz toll. Nee, die beiden waren es nicht.
Aber das Chirobos könnte natürlich auch sein. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, aber spielt doch keine Rolle. Wie es weitergeht im Story-Modus im nächsten Part, Freunde. Bis dann! Ciao zusammen!